Hallo, ich bin Tata Tom und ich lese euch heute am Kader von der Tuffy-Animation an der Stadtbibliothek oder an der City-Bibliothek eine Geschichte für. Dafür muss ich aber lange für dich meine Brille essen, weil ich meine, die Hütlenke alles kann lesen, was drauf steht, aber ohne Brille, voilà, da gesehen ich erst nämlich besser. Wir lesen heute eine Geschichte, oder ich lese ihr eine Geschichte heute für. Die spielt zu Ernesburg. Hier sieht das Buch auch schon. Das ist eigentlich auf Deutsch geschrieben, auch von einer Schwester von mir aus Deutschland, dem Olivia Jones. Und ich habe das mal einfach plötzlich übersetzt. Und ich meine, wir sehen noch einfach mal das. Keine Angst zu Ernesburg. Eine Geschichte von der anderen Seite. Wie de Louis den Dünsten aus der Maison Relais heimkam, war Mama nach dem Büro. Dünstes muss sie immer Milan schaffen. Dafür passt Tata Maria dann auf de Louis als seine kleine Schwester Dama auf. Maria und Dama sitzen schon am Tisch, wie den Louis sein Kopf zu der Küchendier herastreckt. Huhu, rufen sie begeistert. Huhu, sagte Louis ein bisschen geknautscht am Mitte von der Schule. Ich kriege immer so viele Hausaufgaben. Dir bestimmt doch, gell? Ja. Und obwohl der Louis so mit ist, freut sich aber, Tata Maria zu gesehen. Mit ihr ist es immer lustig. Sie ist zwar nicht sein richtig Tata, aber trotzdem sein Liebsten. Weil sie würde so eine schön tief Stimme, wenn sie lacht. Da klingt das, wie wenn es donnert. Und außerdem hast sie für all Quatsch zu tun. Stark ist sie, so richtig stark. Also kann super Geschichten erzählen, so wie ich. Heute geht es Spinat, sagt Tata Maria. Der Louis hat die Schüssel aber schon entdeckt. Seht ihr, und sie de lang sieht. Also es ist Spinat gern, denkt Dama und drückt sich einen riesen Löffel an den Mund. Die ist stark. Gewass, meckerte Louis. Spinat ist voll schwul. Was geliebt? Das hat der Maria als bald Foxscheid aus der Hand gefallen. Voll wat? Voll schwul, sagte Louis, und mischte dabei ein Gesicht wie wenn Mist Katze. Voll schwul, plappert der Mann noch und drückt dem Louis sein Pumpjesauto über den Tisch. Tata Maria guckt die zwei entgegenstatt an. Louis, sagt sie, weißt du überhaupt, was schwul ist? Der Louis rüsselt den Kopf auf. Ja klar, es ist ja nicht blöd, es ist ja schon an der Schule. Schwul ist eklig, das sagt der Pol. Das sagt dem Pol sein Bruder. An dem muss es ja wissen, den er schließlich schon am 4. Tja. Der Hunde Pol und sein Bruder aber etwas falsch verstanden. Sie Tata Maria rüsselt den Kopf. Schwul hat nämlich nichts mit eklig zu dienen. Schwul ist, wenn ein Mann mit einem anderen Mann Frau ist. Das weiß ich doch, sagte Louis. Me, es ist wie Papa von Max, rief Dama dazwischen. Die sind noch Frau Madeleine. Der Max ist mit Emma zusammen an der Spielschule. Er spielt gerne Autosaccident mit ihm. Da lassen sie zwei kleine Autos mit großer Witte so beneknüppeln. Also dem Pol, sein Bruder, sieht, dass das total unnatürlich ist, stellte Louis fest.
Das ist ja aber Blödsinn, sagt Tante Maria ein bisschen mich streng. Wie war das unnatürlich? Ma weil das ja nicht normal ist, hält Louis aus seiner Meinung fest. Normalerweise sind auch Männer Frauen gern und nicht für den ein Mann und ein Pap. Mit mir haben doch auch kein Papa, mischt die Stimme an. Auf alle Fall nicht so richtig. Denn Emma und Louis, die Eltern, haben sich getrennt, weil die zwei noch ganz klein waren. Ihre Papa lebte mit seiner neuen Familie an einer anderen Stadt, und sie sehen sich just ganz wenig. Du fängst dann mal an mit Kickeln. Das ist doch lustig. Mir hat kein Papa und du magst da direkt zwei. Tante Maria schmunzelt. Ja. Am Wunsch kann hun just ein Papa, und keine Mama. An einer kann hun zwei Mama. Weil es können ja nicht nur Männer mit Männern Frau sein, aber auch Frauen mit Frauen. Und darunter ist gar nicht unnatürlich oder anormal. Sie guckte Louis und dann mal ungewöhnlich streng an. Und ich will nicht, dass dir irgendwen nicht gern hat, weil er schwul ist. Nö, rief der Mann. Der Max und Papa sind total lieb. Sie haben mir letzte Woche ein richtig schönes kleines Auto geschenkt. Wisst ihr, fährt Tante Maria weiter, es ist nämlich auch gefährlich, wenn ihn so ein Blödsinn wie dem Paul sein Bruder erzählt. Louis guckt mit einem riesigen Fragezeichen am Gesicht. Hä? Für was? Ma weil ihn dummer der Menschen verletzen kann, also gehen sie den abstoppelt. Oder was meinst du, wie du Max und Papa und das gingen fanden, wenn sie wussten, dass du schwul als based Wort gingst benutzen? Louis lief rot an. Mir das war doch gut nicht base gemeint. Das weiß ich ja, Louis. Trotzdem verletzt es ihn, wenn ihr merkt, dass andere Leute es komisch fanden, mit wem ihn zusammen will sein. Der Mann rüsselt den Kopf. Ja, an das Bildzeug hat der Matteo dem Fanny Patsy mit einem Herz drauf geschenkt, weil ihn so froh mit ihm ist. Da haben zwei mehr Großjungen ihn ausgelacht und der Matteo hat angefangen mit Kreischen. Ja, so ähnlich schon eine Stadt gemeint, sagt Tante Maria. Und nun stellt ihr schon mal vor, nicht just die zwei Großjungen, aber jeder ging erst auslachen, weil sie eben denken, dass die nicht normal sind. Sie überlegt kurz. Stell dir doch mal vor, sieht sie dann mit ihrer Deva Märchenstimme, es gäbe einen Platz gehen, der Ahnenspurch heißt. Ein Gesicht! Rief Dama und klappte sich an. Auch der Louis spitzte los seine Ohren. Ahnenspurch, fragt ihr. Ja, Ahnenspurch. Zu Ahnenspurch als o große Überraschung alles ein bisschen ähnlich wie bei uns. Sie Tante Maria an, putzt den zwei Nanzen. Was dann? fragt der Mann. Na ja, zum Beispiel den zu Ahnenspurch Männer Juppen und oder wo lang Haar. Männer mit Juppen, das klingt lustig, sagt Louis. Und der Mann rüsselt mit dem Kopf. Ah ja, sagt Tante Maria.
Mir das dann nicht alles. Frauen zu einer Spür, schon Berufe, die bei uns vielleicht echt auf Männer gemäht gehen. Und umgedreht. Wie zum Beispiel, fragte Luis. Tja, antwortete Maria. Verschiedene schaffen als Bauarbeiterinnen oder kannerkranke Brüder, da gibt es natürlich auch noch Pompiers, Frauen und Moment! Und da bricht Louis sie erkickelt. Kannerkranke Brüder, was soll das da sein? Ma dann denke mal scharf no. Sie Tata Maria abhützt den Herzen. Ich weiß es, grinst Emma. Wie ein kannerkranke Schwester. Just dass sie zu einer Spürchen muss anders drum sein, oder? Genau. Zu einer Spürchen gehen es bald nicht mehr männlich kranke Schwestern, dafür nennen sie da kranke Brüder. Ist das dann so viel mehr nicht wie bei uns? Wir haben ja auch männlich kranke Schwestern, oder? fragte Luis. Ja, das ist natürlich richtig, geht Tata Maria zu. Aber bei uns haben sie aber keine Juppen nun, oder? Zu einem spüre ich aber schon. Hier und da schminken sich Männer auch. Da mal kickelt, stellt sich vor, wie de Luis will beim Spielen in seiner Ritterrüstung mit gefärbten Fingernägeln oder mit Lippenstift ging ausgesehen. Oder sogar direkt als Prinzessin. Und Frauen, fragt hat und guckt Tata Maria erwartungsvoll an. Die haben eigentlich immer Boxen. Ah, sagt Mama enttäuscht. Das machen sie ja auch bei uns. Mama hört auch meistens seinen Boxen. Du aber nie, Tata Maria, oder? Ich habe dich auf alle Fall noch nie an einer Box gesehen, stellte Luis fest. Brummt Tata Maria mit ihrer Deva-Stimme. Das hast du gut gesehen. Es sind eben ein bisschen altmodisch, was das betrifft. Dann ist aber schon komisch, dass Frauen und Mädchen sich das können raussichern und die Jungen nicht, oder? Weil sie Stammerle zu würden. Dann tun das wenig Matrizen ans Spielschule kommen und die anderen haben ihn ausgelacht und gesagt, Mädchen, Mädchen. Und die Frau Patricia hat gesagt, Amming Mäuschen. Das ist doch fies, sagte Luis. Oh, naja, sagt Emma. Dem Tun hat das nicht wirklich etwas ausgemäht. Hier sagt, hier gibt Tritt so super fanden und außerdem ging hinter kein Knätzchen an sein Krausele kriegen. Aber dann ist es ja gut, lacht Tata Maria. Ich will euch aber eigentlich von einer Spur erzählen. Du hast es, wie gesagt, nichts Spezielles, wenn die Jungen Tritzen haben oder Männer eine Juppe haben. Wichtig für uns Geschichte ist aber Folgendes. Zu einer Spur haben Männer Männer gern und Frauen Frauen. Eigentlich. Tata Maria macht eine kurze Pause und erzählt dann mit einer Stimme, die ganz wichtig klingt. Aber eines Tages war es so zu einer Spur, dass sich der Kim an Claude verliebt wird. Stopp! rief Luis und Emma kickelt. Was ist da los? fragt Tata Maria ganz unschuldig. Du hast grad der Kim an Claude gesagt. Me
Kim ist doch ein Mädchen, Claude ein Junge. Stimmt, sagt Emma. Wie beim Boba Claude und Boma Kim. Tata Maria rüsselt den Kopf auf. Ja, bei uns ist das so. Mir geht wirklich Länder, da geht es doch anders drin. Da können Jungen auch Kim heißen und Mädchen Claude. Und sowieso spielt Eisgeschichte zu Ernstburg. Du hast alles ein bisschen ernst wie bei uns. Dem Louis fällt etwas an. Wir haben an der Klasse einen Andrea. Den habe ich immer mit der Rose gemäht, weil er wie ein Mädchen heißt. Aber der Verholzmacher hat mir dann aber erklärt, dass den Andrea aus Italien kommt. Und da heißt der Junge Andrea. Das stimmt, sagt Tata Maria. Andrea heißt sogar übersetzt den Männlichen. Dem Emma fällt auch etwas an. Bei mir in das Bild gehen zwei Sachen. Das eine ist Jung und das andere der Mädchen. Der Jung ist von hier und die Mädchen aus Russland. Tata Maria stimmt so. Ja, in Russland können noch Mädchen Sascha heißen. Und Kim und der Claude, was das mit denen? Fragte Louis, er will wissen, wie es führen geht. Ähnlich darum, verbessert Tata Maria. Der Kim und Claude. Und sie benutzt darum hier Dave Geschichtenerzählerstimme. Es war mal zu Ernstburg, dass der Kim mit seiner Spielschulklasse Weg auf den Spielplatz war, weil sie dann an einer Baustelle kommen. Er hat gerade den Kanner wollen erklären, dass sie hier auf der Bauplatz gut aufpassen müssen, für dass sie nicht an den Lach fallen. Weil hier auf ein Kehr ein spitzböwisch Pfeifen hören wird. Er dreht sich gesagt hat: Claude, mit seinen wunderschönen rot-güldenen Krauseln, die ein bisschen in dem Bauarbeiterhelm rauslösen. Hat putzt ihm an so, an dem de Kim, als es geschieht. Hin hat sich unstieflich an Claude verliebt, an ihm gedreht. Die zwei waren schon ganz geschwind unzertrennlich. Sie haben alles zusammen gemäht. Sie sind an den Kino gegangen, an den Musee, sie sind Pedalo gefahren auf einem von denen viele Seen zu Ernstburg, sind an den Zoo gegangen, und sie sind zusammen ein Glas essen gegangen, schlägt Emma vor. Das ist schrecklich Gärglas. Das ist eine gute Idee, sagt Tata Maria. Aber ein anderer Kehr, wie die zwei ein großes Glas mit Klappschmand und farbige Streuseln drauf gekauft hatten, und Hand an Hand langs den See spazieren gegangen sind. Da ist ihnen ein Junge entgegengekommen und hat sich spöttisch grinsend angestürzt. Und nicht nur das. Er hat auch mit dem Fanger auf sie gewiesen. Guck mal da! Ein Mann und eine Frau die Händchen halten, das ist ja ekelig! Der Kim und Claude sind vor Schreck zusammengefahren. Obwohl, als sie stehen blieben, haben sie auch angestürzt und haben über sie getuschelt. Der Kim hat gar nicht mehr verstanden und hat gefragt: Meinst du Eis? Wieso soll das eklig sein, wenn wir es mit der Hand holen? Der Junge hat hart gelacht. Nur weil ihre Mann an eine Frau sieht, das ist voll krass eklig. Boah, ist das gemein, regt Emma sich auf. Das fand ich auch, sagte Louis. Das ist doch hier Sache. Tata Maria rüsselt zustimmend den Kopf. Ja,
das war wirklich ein weichter Jung. Mit Leute hatten aber auch für drun schon ein bisschen geguckt und getratscht. Der Kim und Claude haben das just nicht so mitgekriegt, weil sie just einen für sich hatten. So ist das ja, wenn ihr frisch verlebt ist. Lo bemerken sie aber, dass zum Beispiel der Bäcker, bei dem sie morgens immer hier Brötchen kaufen, sie immer so komisch anguckt. Und überhaupt, die Leute behandeln sie auch irgendwie ähnlich wie früher. Und ja, die Leute von Ernestbusch kennen das halt nicht, dass eine Frau einen Mann gern hat. Sie fanden das komisch. Die meisten hatten aber auch Besseres zu tun, als sich darüber aufzuregen. Aber ein paar Leute haben aber gemeint, dass sie da etwas dagegen machen müssten. Sie sagten, wo kommen wir dann hin, wenn als Männer als Frauen schulen? Und das ist ja total unnatürlich. Das bringt die ganze Ordnung durcheinander. Der Kim ist doch Spielschulzerlehrer. Nicht, dass jene Lohner als Kanner verdürft. Oh mei, hoffentlich ist das nicht durchstierchend. Und diese Leute waren auch ganz böse dabei, die nicht mehr Komödie an Streit wollten aufhängen. So, wie der Junge, dem am Fanger auf den Kim und Claude gewiesen hat, an die Gagmartine gemäht wird. Die Leute haben sich dann zusammengetan und sind dann bei dem Claude sein Haus gegangen und haben Beiswürder mit Farbdruck geschmiert. Und beim Kim haben sie ein Fenster für die gemäht. Claude und Kim hatten nur richtig Angst. Also sie haben sich gefragt, ob Martine vielleicht wirklich etwas nicht stimmt. Weil die anderen das ja alle Götten gesagt haben. Claude sagt, vielleicht ist es ja aber besser, wenn man sein Zeitchen nicht gesehen. Währenddem es kreischt hat schon, weil es da so froh am Kim ist. Und der Name Kim kommt von lauter Schlucht zu Burki-Wort raus. Das ist ja eine schreckliche Geschichte, sagte Louis. Dann rüsselt heftig der Kopf. Ja, du musst aber ganz sicher alles gut gehen. Okay, Tata Maria? Tata Maria überlegt kurz. Sie ist selber gerade ein bisschen ergriffen. Mal gucken. Wie kann das weitergehen? Die zwei waren schon ganz viel traurig. Claude hat auf seiner Arbeit nicht einen einzigen Schritt Mauer mehr gekriegt. So schlimm hat er nach der Trennung gelitten. Einmal hat sogar vergessen, dir an ein Haus anzubauen. Da gab es richtig Komödie mit den Leuten, wie sie wollten ablehnern. Und der Kim, den sich sonst immer so lustige Geschichten für seine Spielschulzkanne ausgedacht hat, sitzt er just noch traurig an der Sandküste. Das hat die Leute von Ernestbusch dann aber leid getan, dass die zwei so unglücklich waren. Naja, vielleicht nicht die Base-Leute, aber die anderen. Dem Claude seine Freundinnen und Arbeitskolleginnen und natürlich auch dem Kim seine Spielschulzkanner. Und was meint ihr? Gerade die Kanner haben nicht fertig gebracht, dass nur alles gut war. Puh, Gott sei Dank. Me, wie dann? fragt der Mann. Kanner sind zu ihren Eltern gegangen und haben sich beschwert, dass ihre Kim zu nichts mehr zu gebrauchen wird, seitdem hier an das lebt Claude kein Koppel mehr sind.
Claude als heierns dort Kim von der Arbeit sicher kommen, do hier hun Kanner hat kannt. Also hun sie hier ältere gefrot, wat eigentlich lo so schlimm darunter ist, dass die zwei Frauen modern sind. Den Älteren als darüber aber nicht wirklich eine Antwort gefallen. Außer, das wird noch nie gehen. Du findest das nicht richtig. Das ist nicht normal. Das kann man aber nicht gelten. Wäre das schon normal? Sie fand, dass der Kim, so wie er ist, genau richtig ist. Aber wenn er zum sich selber sehen Claude braucht, dann ist das eben so. Tatsache, hier ist glücklich. Für das Spielschulfest wollen wir als alle Kim zurückholen, haben sie gefordert. Hier soll nämlich der Klon spielen, einen traurigen Klon wollen wir nicht. Unsere Älteren müssen ein evaluieren. Kanner sollen schließlich glücklich sein. So sießen sie het gemäß nicht. Tata Maria putzt dem Louis an dem Emma ein Anzau. Sie haben ein grosses Treffen an der Halle beim See Beruf, wo alte Leute von Ernestbusch eingeladen waren. Auch der Kim und Claude. Ob die böse Jungen, den am Anfang den Gag gemäht hat, auch da war, oder ob den daheim sitzt zu schämeren, weil ihm der Fanger an der Nuss stehen geblieben ist, weiß ich noch nicht. Tata Maria grinst schadenfroh. Aber sonst war aber eigentlich jeder da. Und dann kommen Kanner auf die Bühne. Also hun ein kleinen Ried gehalten. Und dieser haben sie den Leuten von Ernestbusch alles das erklärt, was sie auch für drun ihren Eltern erklärt haben, nämlich, dass der Kim und Claude zwei ganz liebe Menschen sind. Und dass es ihnen egal ist, ob ein Mann Frau ist mit einem Mann oder einer Frau, oder eine Frau ist mit einem Mann oder einer Frau. Oder Tata Maria hat angefangen mit Tüdeln, weil sie selber durch nie gehen ist. Aber ja eben, wie lo mit wem Frau wir. Das kann ja jeder selber entscheiden. Und du kommst die Nummer. Tata Maria reift sich freudig an. Kanner hatte nämlich eine Biologin aus dem Zoo von Ernestbusch eingeladen, die sie auf die Bühne gerufen hat. Tja, und die hat dann denen, die es noch immer nicht verstanden haben, erklärt, dass es ganz viele Tiere gibt, die froh sind, oder die mit dem froh sind, mit dem sie wollen. Egal, was die anderen sagen oder machen. Hä? Möchte Louis. Das verstehe ich noch nicht. Bei den Tieren geht das sowieso just Mann und Frau. Du vergisst, wir sind zu Ernestbusch, erinnert Tata Maria hier. Und sowieso stimmt das nicht ganz, was du siehst. Es gibt tatsächlich auch an der richtigen und äußeren der Welt auch nicht nur Mann und Frau koppeln. Dein Echt, der Louis kann es wirklich nicht leben, hat Tata Maria doch gerade ein bisschen geflunkert. Ja, ganz ehrlich, sagt Tata Maria ganz seriös. Zum Beispiel, fragte Louis, und putzt noch immer ein bisschen ungläubig mit den Händen. Ma zum Beispiel Delfinen, Pinguinen und Affen. Da gibt es auch Menschen, die froh sind mit einem anderen Menschen.
Und nicht just bei deinem Weibchen. Der Louis ist erstaunt. Aber das erzählt nicht mal dem Paul, von wegen schwul als unnatürlich. Stimmt, sagt Tata Maria. Was an der Natur vorkommt, kann ja gar nicht so unnatürlich sein. Egal, wie ungewöhnlich das. Habt ihr gewusst, dass Kinder von der Nasenmuräne als Jungen auf die Welt kommen, also sich mich spät zu Frauen entwickeln? Der Louis guckte ganz erfeiert. Sie hat zwar keine Ahnung, was eine Nasenmuräne soll sein, aber hoffentlich hat Tata Maria ein Logo geflunkert. Hier will nämlich unbedingt jung bleiben. Schließlich will hier Pompies Mann gehen, wenn hier groß ist. Obwohl Pompies Frage ging ja hochgehen. Erzähl Ferun! Drängelt Damalo ungeduldig. Aber ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass die Leute von Ernestburg nicht schlecht gestaunt haben, wie die Biologin ihnen das alles gezählt hat. Aber vor allem haben sie sich geschont, dass sie so gemein waren mit dem Kimmer Claude, obwohl sie ihnen ja gar nicht gedient haben. Sie haben sich beim Kimmer Claude entschuldigt oder versprochen, sie gingen sich nie mehr über sie lustig machen. Aber an Zukunft zu hinstehen. Da hätte Kim müssen kreischen, aber das geht von Fried, an Erleichterung. Weil, lo kann hier sein Claude an den Darm holen. Und dann haben sie Hochzeit gefeiert, aber wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie nach Haut, rief Dama voller Fried. Moment, unterbricht Tata Maria, Matthias, die war Donnerlach. Für dich haben sie natürlich das Spielschulsfest gefeiert. Es war eine richtig flotte Party. Der Klon Kim war richtig lustig. Aber der Höchstpunkt von der Feier war, wie Claude sein Kim gefragt hat, ob Hirn hat Welt bestürden. Da hat jeder von Fred Knall getan. Alle haben sie sich gefreut. Die klang an die groß. Ha! Also da eine Hochzeit, sagt Dama zufrieden. Aber dann zittert nur so ab. Warte mal. Wen hat er lo Hochzeitskleidung? Mit de Kim natürlich. Und hier hat wunderschön dran ausgesehen. Dama lacht hellewäsch. Ja, und Claude hat am Kostüm bestimmt auch schick ausgesehen. Oder Louis? Mit Louis hat nachdenklich mit der Forschatz am Spinat rundherum gewollt. Und dann, Frätchen, hat der böse Junge, der Kim und Claude dann noch wirklich eine Ruhe gelassen. Und was ist mit den anderen bösen Leuten geschieht? Tja, weißt du, Louis, sagt Tata Maria, das ist zu Ernestburg genauso wie hier. Es werden immer Leute gehen, die Comedy machen wollen, am Empfänger auf Menschen weisen, die ernst sind wie ihr selber. Mit Leuten von Ernestburg haben selber gesehen, wo das hinfährt, wenn ihn ob so Leute lauscht. Was sie mitkriegen, dass irgendjemand einen blöden Spruch gemacht hat, haben sie sich direkt angemischt und haben dem Kim und dem Claude geholfen. Und es hat sich sogar herausgestellt, dass nach einer Leute zu Ernestburg genauso gefehlt haben wie uns zwei Helden. Tata Maria putzt dem Louis und dem Emma an Ernst zu. Und
Was meint ihr? Ist das der flotte Schluss für das Geschichte? Klar! Sagt Emma, während hat der Rest Spinat für seinem Teller kratzt. Also mussten die zwei Süßen ihre Puppe zu kriegen. Der Louis findet das doch. Das ist eine gute Idee, sagt Tata Maria. Aber wisst ihr, wie sie es kann nennen? Marie-Jean. Da kann es sich mich spät selber heraussichern, was es will sein, wenn es groß ist. Also Bale wie bei den Nasenmuränen, stellt Emma fest. Also Bale wie bei den Nasenmuränen, bestätigt Tata Maria. Ende gut, alles gut, sagt Louis, setzt sich bequem noch Handen wieder auf seinen Stuhl. Mir einkehr stützt hier nach. Tata Maria, Fretchen, guckt sich den Tata mit der Donnerlach nach einkehr ganz genau an. Hast du eigentlich auch einen zweiten Namen, so wie Marie-Jean? Oh, brummt Tata Maria mit ihrer tiefen Stimme und schmunzelt geheimnisvoll. Das verraten ich erst vielleicht ein anderer. Der Louis putzt denke kurz dann zusammen und rüsselt am Arm am Kopf. Okay, seht ihr, guckt zurück auf seinen Teller, wo noch immer sein ganzes Spinat liegt, neben einem kleinen Rest Zwiebeln. Spinat fand ich noch immer ekelig, seht ihr. Schmunzelt, seht Führung. Aber gönnet mich schwul. Voilà. Das war die Geschichte von Anne Spürsch. Ich will euch nicht weiter auf Folter spannen, ich mal direkt eine Bildweise von einer Nasenmuräne, weil ihr wisst bestimmt nicht, wie die ausgesagt. Das heute noch eine Nasenmuräne. Effektiv, wenn sie klein ist oder wenn sie auf die Welt kommen, sind nicht Jungen. Und späterhin wissen sie nicht nur mit Farbe, mir auch Geschlecht. Hier steht gehen Weiber schon wie später. Und Junge sind sie blau, als Weibchen gehen sie schwarz. Dann habe ich aber noch Fragen, respektive Aufgaben für euch. Überlegt euch doch mal, ob ihr noch andere nehmen könnt, die sowohl von einem Jungen wie von einem Mädchen können sein, wie Claude oder Kim, Andrea, Sascha, die haben wir ja alle Götten am Buch hören. Die fand er bestimmt nach, weil es ging danach. Oder hat er schon irgendwo auf der Welt Jungen oder Männer gesehen, die mit einer Jupe rundherum gelaufen sind oder mit einem Rock, wo das ganz normal ist. Fragt mal ein paar Eltern oder Monitata oder wen auch immer gerade mal das erste Video heute guckt. Es gibt Uniformen oder Trösten für Männer, wo das ganz normal ist, dass sie ein Jupe oder ein Rock haben. Ich will da wohl nicht weiter vieles verraten, aber ihr findet bestimmt Sachen im Internet oder auch hier in der City-Bibliothek. Kommt mal ruhig bis Lunch gucken. Oder eine andere Frage. Gibt es typisch junge Mädchenspielsachen? Oder kann nicht einfach jeder mit allem spielen? Oder wie ist es mit den Farben? Heute sagen wir ja, dass rosa, rot die Farbe von den Mädchen ist und blau die Farbe von den Jungen. Es gab aber mal eine Zeit von den Rittern und Königen, da war das genau umgedreht. Da war rosa die Farbe von den Prinzen und rot die Farbe von den Königen und blau war die Farbe von den Mädchen. Ihr seht, alles kann sich ändern und wechseln, dafür für was nicht direkt aufhängen. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Mein Name ist Tata Tom und ich wünsche euch noch viel Spaß
beim Durchstöberen von der Bücher in der City Bibliothek. Tschüss!